Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu diesem Gottesdienst. Bevor ich anfange, möchte ich selbst auch noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen kommen wir jetzt zu dir, auch für die Predigt, Herr. Und ich bitte dich, Herr, öffne uns auch die Augen unserer Herzen, Herr, dass wir auch die Wunder in deinem Gesetz, in deinem Wort sehen, Herr. Und ja, wirke du durch deinen Geist, ohne dein Wirken, ohne dich können wir nichts tun, und schenke es auch durch deine Gnade, dass unsere Herzen gestärkt werden können durch deine Person, Herr Jesus, dass wir wachsen in deiner Erkenntnis, dass wir dich besser kennenlernen, Herr, und dass auch diese Botschaft dazu beitragen darf, dass wir gestärkt in diese neue Woche auch gehen dürfen. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wer ist Jesus, ist das Thema. Einige, die vielleicht sich noch erinnern können an meine letzten Predigten oder Predigt, wissen ja, dass ich gepredigt habe über wie ist es im Himmel vor der Auferstehung. Zu dieser Reihe kam ich eigentlich, weil ich mit der Auferstehung angefangen hatte, aber dann kam die Frage auf, ja gut, die Bibel lehrt uns, dass wir körperlich auferstehen werden einmal am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt und uns entrückt. Wie ist es dann im Himmel vorher, wenn wir erst später auferstehen? Und in den Predigten, anhand von diesem Text im Hebräerbrief, den der Thomas vorgelesen hat, habe ich dann versucht zu zeigen, ungefähr, wir wissen es ja nicht genau, wie es wohl jetzt im Himmel sein könnte und dass ja jetzt die Geister der Erlösten im Himmel beim Herrn sind und dort auf ihre Auferstehung warten. Und in diesem Text, den wir betrachtet haben, jetzt schon 3 Teile lang, also nicht nur kurz ein Exkurs, jetzt schon 3 Teile sind wir in diesem Himmel. Jetzt kommt eigentlich der letzte Vers, Vers 24 von Hebräer 12, und dort geht es eben um Jesus, nämlich um die Person, um den Herrn des Himmels, also um Jesus Christus selbst. Und darum, eigentlich ist es der 4. Teil von wie ist es im Himmel vor der Auferstehung, aber darum der Titel jetzt, wer ist Jesus? Und dies ist auch eine der wichtigsten Fragen, wenn nicht die wichtigste überhaupt, die ein Mensch sich stellen kann. Wer ist Jesus? Denn die Antwort, die jeder persönlich darauf gibt, entscheidet ja über sein ewiges Leben oder über seinen ewigen Tod. Und letztendlich ist es auch so, Jesus Christus zu kennen, das bedeutet den Himmel, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus Christus selbst sagt nämlich Folgendes, in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das ewige Leben, das Leben in Fülle oder der Himmel ist, dass wir Jesus und Gott den Vater kennen. Das macht die ganze Essenz des Himmels und des ewigen Lebens auf. Und Jesus erklärt, dass er und der Vater eins sind, dass niemand zum Vater kommt, als nur durch ihn. Und er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Mit anderen Worten, ohne Jesus läuft gar nichts. Und das bedeutet auch, dass das Höchste, das Schönste, das Herrlichste und das Kostbarste des Himmels Jesus Christus selbst ist. Und darum, wenn wir uns heute mit der Person des Herrn Jesus beschäftigen, dann beschäftigen wir uns im Grunde mit dem Himmel selbst. Denn was wäre der Himmel ohne Jesus? Der Prediger Charles Spurgeon hat es einmal wie folgt ausgerufen: O, zu denken an einen Himmel ohne Christus! Es ist dasselbe wie an die Hölle zu denken. Himmel ohne Christus, das ist ein Tag ohne Sonne, Existenz ohne Leben, Bankett ohne Essen, Sehen ohne Licht. Das ist ein Widerspruch in sich. Himmel ohne Christus, absurd. Es ist das Meer ohne Wasser, die Erde ohne ihre Felder, der Himmel ohne seine Sterne. Es kann keinen Himmel ohne Christus geben. Er ist die ganze Summe der Glückseligkeit, die Quelle, aus der der Himmel fließt, das Element, aus dem sich der Himmel zusammensetzt. Christus ist der Himmel und der Himmel ist Christus. Anders gesagt, wenn Ihnen die Person des Herrn Jesus nicht passt, dann werden Sie sich im Himmel auch nicht wohlfühlen. Also die Ökumene scheitert schon da, denn
wie will ein Moslem sich im Himmel wohlfühlen, wo Christus alles ist? Unser heutiger Bibeltext also, Hebräer 12, Vers 24, sagt, dass wir Gläubige gekommen sind, also das heißt ja in Vers 22, wir Gläubige sind gekommen und dann Vers 24, wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Das klingt schon fast ein bisschen mystisch. Was meint jetzt der Hebräerbriefautor damit? Nun, glücklicherweise erklärt das einen ganzen Brief lang, darum werden wir jetzt durch diesen Brief gehen. Aber da ich ja nur 45 Minuten habe, wenn ich mich an die Zeit halte, müssten wir ein bisschen kürzen. Also wir gehen nur stichpunktartig durch den Hebräerbrief. Und ich muss Ihnen gestehen, in der ersten Fassung der Predigt, da habe ich versucht, den alten Bund mit dem neuen Bund zu vergleichen. Das wurde so komplex, dass ich wieder von vorne angefangen habe. Und jetzt habe ich den alten Bund fast vollständig rausgestrichen und habe es versucht, auf eine andere Weise zu erklären. Aber ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie den ganzen Hebräerbrief verstehen wollen, lesen Sie ihn doch in einer verständlichen Übersetzung. Ich werde jetzt auch viel aus der neuen Genfer Übersetzung zitieren, die ist sehr frei zwar, aber doch, wie ich finde, recht bibeltreu. Es sind einige Verse übersetzt, wo ich denke, na gut, würde ich es anders erklären, aber es ist auch eine Auslegung in sich. Aber der neue Genfer Übersetzung zum Beispiel ist sehr verständlich, wie sie den Hebräerbrief schildert, oder auch die neue evangelistische Übersetzung von, wie heißt er, Jansen? Karl-Heinz von Heiden, genau. Jansen ist auch sehr gut, aber es ist wieder eine andere Übersetzung. Das würde ich Ihnen also empfehlen, wenn Sie heute Mittag Zeit haben, eine verständliche Übersetzung nehmen und den ganzen Hebräerbrief durchlesen. Denn der Brief ist fast wie eine Predigt aufgebaut. Also ich könnte Ihnen auch den Brief vorlesen, aber ist auch ein bisschen komplex. Aber so viel dazu. Aber über diese Predigt, wir wollen uns ja mit Jesus beschäftigen, Jesus im Hebräerbrief, er ist ja der Mittelpunkt vom Hebräerbrief. Und über diesen Text über diese Predigt möchte ich ein Anliegen stellen, wie es mal auch wieder Spurgeon formuliert hat, wie ich sehr treffend finde. Und das ist sein Wunsch, er ist natürlich jetzt beim Herrn, aber für uns, für mich. Er sagt, möge Gott, der Heilige Geist, Sie dazu befähigen, in der Erkenntnis unseres Herrn und Erlösers zu wachsen. Derjenige, der nicht in der Erkenntnis Jesu wächst, weigert sich, gesegnet zu werden. Ihn zu kennen ist ewiges Leben. Und in der Erkenntnis von ihm selbst fortzuschreiten, das ist in Glückseligkeit zuzunehmen. Eine Randbemerkung von mir. Sie wollen glücklich werden, lernen Sie Jesus besser kennen. Derjenige, der nicht danach verlangt, Christus besser kennenzulernen, kennt ihn noch gar nicht. Wer auch immer an diesen Wein genippt hat, wird nach mehr dürsten. Denn obwohl Christus genügt, ist es doch so eine Erfüllung, dass der Appetit nicht übersättigt, sondern angeregt wird. Wenn du die Liebe Jesus kennst, so wirst du, wie der Hirsch, der nach Wasserbächen lechzt, nach tieferen Zügen seiner Liebe lechzen. Wenn du nicht danach verlangst, ihn besser kennenzulernen, dann liebst du ihn nicht. Denn die Liebe ruft aus, näher, näher, ja näher zu dir, Herr Jesus. Ja, wie er sagt, die Abwesenheit Christi, das ist die Hölle. Aber die Gegenwart Jesu, das ist der Himmel. Je näher wir also bei unserem Herrn sind und leben und uns mit ihm beschäftigen, desto näher sind wir schon auf dieser Erde, dem Himmel. Gib dich deshalb nicht ohne eine zunehmende Vertrautheit mit Jesus zufrieden. Trachte danach, ihn besser in seiner göttlichen Natur kennenzulernen, in seiner menschlichen Beziehung, in seinen vollbrachten Werken, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, in seiner gegenwärtigen herrlichen Fürsprache und in seiner zukünftigen königlichen Ankunft. Verweile unnachgiebig am Kreuz und suche das Geheimnis seiner Wunden. Eine zunehmende Liebe zu Jesus und eine einwandfreiere Erfassung seiner Liebe zu uns ist eine der besten Stichproben für Wachstum in der Gnade. Also wieder, Sie wollen in der Gnade wachsen? Machen Sie nicht noch mehr Regeln, lernen Sie Ihren Herrn noch besser kennen. Und ja, das ist eben mein Wunsch, möge diese Botschaft heute dazu beitragen, dass wir alle in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und damit in der Gnade wachsen. Und ich möchte diese Predigt jetzt
gemäß 3 Punkten, die ich in Hebräer 12 bis 24 sehe, aufgliedern. Erstens, ihr seid gekommen zu wer? Zu Jesus. Und unter diesem Punkt wollen wir sehen, was der Hebräerbrief über die Person Jesu sagt. Zweitens, wir sind auch gekommen zu dem Mittler eines neuen Bundes. Unter diesem Punkt gucken wir uns an, was der Hebräerbrief darüber sagt, dass Jesus ein Mittler ist, was das bedeutet. Und drittens, ihr seid gekommen zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Unter diesem Punkt schauen wir oder sehen wir, was der Hebräerbrief über das Opfer unseres Herrn Jesus sagt. Also erstens, ihr seid gekommen zu Jesus. Alle, die wir hier sitzen und an den Herrn Jesus glauben, wir sind bereits in ihm versetzt, wie wir im Epheserbrief sehen werden in der Gebetsstunde immer wieder, also es lohnt sich zu kommen. Und Hebräer 1 macht eigentlich gleich zu Beginn deutlich, wer Jesus ist. Also wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie doch auf Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1. Dort schildert uns der Hebräerbrief, wer dieser Jesus eigentlich ist, der uns erlöst hat und in dem wir versetzt sind. Erst einmal sehen wir, er ist der Sohn Gottes. Und Vers 2 von Hebräer 1 sagt es wie folgt. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Vers 10 bestätigt, ja, Jesus hat am Anfang das Fundament der Erde gelegt und auch der Himmel ist das Werk seiner Hände. Vers 3, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wenn er Schöpfer ist, wenn er der unverfälschte Ausdruck des Wesens und der Herrlichkeit Gottes ist, was ist Jesus dann? Wer ist er? Er ist niemand Geringeres als Gott selbst. Der ewige Sohn Gottes ist Gott. Und Vers 3 sagt auch, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Die Sterne, die Planeten, die Himmel, die Erde, die Natur und ihre Gesetze, Tiere und Menschen, Sie und ich und auch der Freidenker, der gegen Jesus wettert. Sie alle werden von der Kraft seines Wortes getragen. Jesus müsste nur ein Wort sprechen und das alles wäre dahin. Wir haben die Neigung, oder besser gesagt, ich habe die Neigung, ich nehme an, vielleicht einige von Ihnen auch, wenn wir einige Atheisten sehr gebildet gegen Gott wettern hören und sehr viele Worte nehmen hören, das kann uns einschüchtern. Also ich habe die Neigung, dass ich denke, gut, ich schweige jetzt mal wie ein Grab, dagegen kann ich sowieso nicht anstehen. Die Tatsache ist aber, der kann wettern, wie er will. Jesus musste nur ein einziges Wort sprechen und seine Existenz wäre dahin. Er wird festgehalten durch die Kraft der Macht des Wortes Jesu. Also das ist Jesus. Jemand sagte einmal, die Beständigkeit des Universums ruht also weit mehr auf Christus als auf Gesetzen der Gravitation. Es ist ein christozentrisches Universum. Wir sehen es vielleicht nicht so sehr im Alltag, aber die Realität ist, diese Welt, wir alle, wir werden am Leben und festgehalten durch Jesus. Und wenn er nur kurz seine Hand zurückziehen würde, wäre alles weg. Wir sind nur ein Hauch. Und Jesus ist auch, wie Hebräer 1, Vers 2 sagt, Jesus ist auch der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Vers 4, selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Dem Herrn Jesus, weil er auch Schöpfer ist, gehört alles. Ihm steht alles zu. Er ist der Erbe aller Dinge. Egal, was sie aufzählen könnte. Es gehört Jesus. Himmel, Erde, Hölle, Totenreich, alles gehört dem Herrn Jesus. Ein Theologe und Politiker interessanterweise sagt es einmal so: Es gibt nicht einen Zoll im gesamten Bereich unseres menschlichen Lebens, worüber Christus, der Herrscher aller ist, nicht ausruft, mein. Alles gehört ihm. Und das ist eines der Dinge, was der Hebräerbrief gleich zu Beginn festhält. Jesus ist Herr, er ist Gott, sein Thron hat für immer Bestand. Hebräer 1, Vers 8. Er ist Schöpfer, er ist Herr, er ist Gott. In diesem Kontext möchte ich
kurz vom Hebräerbrief wegschweifen und auf eine These hinweisen, die mal jemand aufgestellt hat, die ich sehr, sehr interessant fand. Er fragte seine Gemeinde, das war ein Pastor, er fragte seine Gemeinde einmal, was ist wohl für uns Menschen der beleidigendste Vers in der Bibel? Für uns natürliche Menschen, welcher Vers in der Bibel geht uns am meisten gegen den Strich von Natur aus, wenn wir nicht gläubig wären? Haben Sie eine Ahnung, welcher Vers das sein könnte? Der beleidigendste oder anstößigste Vers in der Bibel. Also ich kam nicht drauf, ich habe schön weitergelesen und er sagt, es ist 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Warum? Er erklärt es so, alles im Universum, der Planet, die Gesetze der Physik, die Gesetze der Moral, Sie, ich, alles wurde von einem anderen geschaffen, wurde von einem anderen gestaltet, wurde von einem anderen bewertet und von einem anderen definiert. Gott ist der Schöpfer und Herr und so ist er der Höchste. Das heißt, dass wir geschaffen und Untertanen sind und deshalb abhängig. Mit anderen Worten, der erste Vers der Bibel legt schon gleich fest, dass es nicht um uns geht, sondern Gott der Schöpfer ist und damit sind wir von ihm abhängig. Und das ist natürlich für selbstbewusste, gottlose Menschen ein ziemlicher Schlag ins Gesicht und darum wird auch so für die Evolutionstheorie gekämpft. Denn wenn Gott und Jesus der Schöpfer ist, was er ist, dann würde das bedeuten, dass wir alle ihm Rechenschaft schuldig sind, dass wir alle seine Untertanen sind und dass wir uns danach richten müssen, was er als moralisch festlegt und nicht, was die Welt sagt. Und das geht eben jedem selbstbewussten Menschen gegen den Strich. Ja, die Gottlosen können noch so gesund leben, noch so sehr kämpfen, noch so schlaue Argumente gegen Gottes Existenz vorbringen, noch so überzeugend für gleichgeschlechtliche Ehen argumentieren. Sie sind doch nur von der tragenden Kraft des Wortes Jesu abhängig. Und er wird tatsächlich, wie Hebräer 1, Vers 12 sagt, dieses Universum, das er trägt, in der Zukunft einmal zusammenrollen wie ein Umhang und auswechseln wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Das ist seine Macht. Er wird einmal dieses ganze Universum verwandeln, neu machen oder zuerst beenden und dann neu machen. Wer ist Jesus? Eine erste Antwort, das ist Jesus, Schöpfer, Erhalter und Herr aller Dinge. Vers 8 von Hebräer 2, Vers 8. Es gibt nichts, worüber er nicht Herr wäre. Aber das sagt weiter, Vers 8 sagt, also nach der neuen Genfer Übersetzung, allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen es, wenn wir nur rausgehen, die Leute wettern weiterhin gegen den Herrn und es herrscht Ungerechtigkeit, die Sünde herrscht und das Leben ist nicht gerade ein Zuckerschlecken. Aber der Tag seiner sichtbaren Herrschaft über die zukünftige Welt, wie es Hebräer 2, Vers 5 formuliert, wird noch kommen. Er ist bereits Herr und er wird einmal tatsächlich über die zukünftige Welt regieren. Das Unfassbare ist jedoch, wenn wir jetzt weiter durch den Hebräerbrief gehen, das Unfassbare ist, dieser göttliche und unendlich mächtige Jesus, dieser Gottessohn, der Gott selbst ist, war für eine kurze Zeit geringer als die Engel, die er erschaffen hat. Er hat gelitten und ist sogar gestorben, wie er Vers 9 von Kapitel 2 sagt. Aber wie ist das möglich? Wie kann Gott oder Gottes Sohn leiden und sterben? Vers 10 sagt von Kapitel 2 des Hebräerbriefes, Vers 10 von Kapitel 2, in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Wie kann Gottes ewiger Sohn überhaupt leiden und sterben? Wie kann Gott leiden und sterben? Indem er, was? Mensch wurde. Vers 14 sagt es wie folgt von Hebräer 2. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Mit Kinder meint die Bibel, alle, die also an Gott und den Herrn Jesus glauben, werden ja seine Kinder genannt. Und Jesus ist für sie ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Und seitdem schämt sich Jesus auch nicht,
alle diese Kinder als seine Geschwister zu bezeichnen. Vers 11. Er wurde ihnen, Vers 17, seinen Brüdern und Schwestern in jeder Hinsicht gleich. Jesus Christus, der ewige Gottessohn, wurde ein Mensch. Gott hat Jesus einen bestimmten Leib gegeben, wie Kapitel 10 erklärt, den er dann als Opfer vor Gott dargebracht hat. Wo ist solch ein Gott, der freiwillig Mensch wurde und starb? Unser Herr Jesus ist nicht nur Gott, er ist sogar auch Mensch geworden. Das ist Jesus, der sagt zu Gott dem Vater, hier bin ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Freiwillig litt er Schande und nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Er, der Sohn Gottes, wurde von sündigen Menschen angefeindet, doch er hat alles geduldig ertragen, wie es Hebräer 12, Vers 3 sagt, und die Schmach außerhalb der Stadtmauern Jerusalems auf sich genommen. Das ist eigentlich unfassbar, wenn wir uns jetzt nur mal mit der historischen Begebenheit beschäftigen. Wir kommen noch dazu, warum er Mensch geworden ist. Und gut, Sie wissen es eigentlich, aber wir wollen uns trotzdem noch mal daran erinnern. Aber sich vorzustellen, dass der ewige Gottessohn aus der Herrlichkeit herabkommt und ein Mensch wie wir wird und dass er dann auch noch von seinen eigenen Geschöpfen angefeindet wird, von ihnen bespuckt wird, von ihnen geschlagen wird, von ihnen gefoltert wird und dann auch noch getötet wird. Wo ist solch ein Gott, der das tut und das auch noch freiwillig? Der englische Prediger John Owen ruft aus, welches Herz vermag sich eine derartige Selbstverleugnung vorzustellen? Welche Zunge vermag der Herrlichkeit dieser Gesinnung Ausdruck zu verleihen, die Christus veranlasste, aus der unendlichen Herrlichkeit herabzukommen und unsere Natur mit der Seinen zu vereinen, um zwischen Gott und uns vermitteln zu können. Ja, Jesus ist Gott. Und dieser Gott, das ist das Unfassbare und das sagt keine Religion in Anführungszeichen der Weltgeschichte. Dieser Gott hat sich selbst erniedrigt und ist Mensch geworden. Alle Menschen wollen gern Gott werden oder wie Gott sein. Der wahre Gott wurde Mensch. Warum? Natürlich, weil er das kann, weil er Gott ist, aber nicht einfach so, sondern um der Mittler eines neuen Bundes zu werden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ihr seid gekommen zu dem Mittler eines neuen Bundes. Denn dass Jesus der Mittler eines neuen Bundes genannt wird, hängt untrennbar damit zusammen, dass er, der allmächtige Gottessohn, Mensch wurde. Hebräer 2, Vers 17 bis 18 drückt es wie folgt aus. Hebräer 2, Vers 17 bis 18. Denn deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hoherpriester vor Gott für sie, also für die Menschen, eintreten, ein Hoherpriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Was sagt dieser Text? Er sagt, dass Jesus unser Hoherpriester ist. Wir wissen, dass er unser Mittler ist und das hängt untrennbar miteinander zusammen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, lauter so Fachbegriffe, Mittler, Hoherpriester, was bedeutet das jetzt alles? Na, glücklicherweise erklärt das der Hebräerbrief auch, also er erklärt alles wunderbar ins Detail. Und der Hoherpriester versteht die Bibel jemand, der sich vor Gott für die Menschen einsetzt. Wir Menschen sind ja Sünder, Gott ist sündlos. Wir können nicht vor Gott erscheinen, also muss sich jemand für uns vor Gott einsetzen. Hebräer 5, Vers 1 sagt es so oder erklärt es so. Hebräer 5, Vers 1. Ein Hoherpriester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden und Gaben Opfer darzubringen. Das ist also ein Hoherpriester. Er bringt Opfer und Gaben für die Sünder vor Gott, für die Sünden der Menschen vor Gott dar. Und nun in Jesus, dem Sohn Gottes, haben wir einen großen Hohenpriester, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, um für uns vor Gott einzutreten. Und das Bemerkenswerte daran ist, Hebräer 4, Vers 15, Jesus
ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, als er hier auf Erden war, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Warum wurde Gott Mensch? Warum wurde Gottes Sohn Mensch? Damit er in gleicher Weise wie die Menschen versucht werden konnte, nur im Gegensatz zu uns blieb er dabei ohne Sünden. Er hat sich damit als ein hoher Priester erwiesen, der nicht auch noch Opfer für seine eigenen Sünden darbringen musste. Und Hebräer 7, Vers 27 sagt, Hebräer 7, Vers 27, ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Er muss nicht Tag für Tag Opfer darbringen, er muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Unser Herr, der menschgewordene Gottessohn, ist vollkommen ohne Sünde. Und das bedeutet, Gottes Sohn wurde Mensch, um der absolut perfekte Vermittler und Hohepriester vor Gott, dem Vater, zu werden. Und das ist der neue Bund, etwas noch nie Dagewesenes. Also wenn das alles für Sie ein bisschen, wie soll ich sagen, nach höherem Latein klang, dann merken Sie sich das. Das ist der neue Bund, etwas noch nie Dagewesenes. Der sündlose Gottmensch, Jesus Christus, der zwischen Gott und Menschen vermittelt. John Owen noch einmal erklärt es so, vielleicht macht es seine Erklärung noch ein bisschen verständlicher. Er sagt, und dabei beruft er sich auf Galater 3, Vers 20, Gott selbst als Gott konnte kein Mittler sein, also kein Mittler zwischen Gott und Menschen, denn ein Mittler steht nicht auf einer der beiden Seiten, sondern in der Mitte. Als Gott hätte man ihn für parteiisch erklären können, denn Gott bildet nur die eine Partei, während die andere, nämlich der Mensch, kein Gott ist. So benötigen sowohl der Mensch als auch Gott einen Mittler, der zwischen ihnen stehen würde und beide Parteien unparteiisch vertritt. Jetzt fangen Sie an zu verstehen, wie unglaublich dieser Plan Gottes war, in dem Jesus Mensch wurde. Also ich finde es unfassbar, aber ich lese noch weiter vor. Was immer also Gott bei dem Werk der Versöhnung tun konnte, als Gott konnte er jedenfalls nicht der Mittler sein. Gott ist der Richter. Im Blick auf den Menschen gab es aber kein Geschöpf im Himmel und auf Erden, das geeignet gewesen wäre, diese Aufgabe zu übernehmen. Jetzt zitierte 1. Samuel. Denn wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, und das tun wir ja alle ständig, wer wird dann für ihn eintreten? Wie kann ein Sünder vor Gott treten? Auch Hiob sagte, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legen könnte. Und angesichts dieser Notlage sagte Herr Christus als der Sohn Gottes, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Hebräer 10, Vers 7. Indem er unsere menschliche Natur mit seiner göttlichen Natur in seiner eigenen Person vereinigte, war er in jeder Beziehung geeignet und fähig zur Ausführung dieses Werkes. Und so übernahm er es. Jesus ist uns als unser Wegbereiter vorausgegangen, sagt es Hebräer 6, Vers 20. Er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde. Und wenn wir darüber nachdenken und wenn wir anfangen, das zu verstehen, dann ist das eigentlich unfassbar. Jesus, Gottes Sohn, der Mensch geworden ist nun ein ewiger Hohepriester, ein ewiger Mittler, der für alle Zeiten unablässig vor Gottes Thron für die Gläubigen einsteht. Das heißt, nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung ist Jesus in den Himmel gefahren, um sich als unser Hohepriester und unser Mittler rund um die Uhr für uns vor Gott einzusetzen. Das ist der neue Bund, das ist etwas noch nie Dagewesenes, das konnte kein irdischer und kein menschlicher Hohepriester jemals leisten. Niemand kann das leisten als Jesus allein, der jetzt im Himmel für uns einsteht.
Und das hat weitreichende seelsorgerliche Auswirkungen. Was sagen Sie einem Menschen, dem der Glaubenskampf zu viel wird? Wenn ihm alles über den Kopf steigt oder wenn Ihnen selbst alles über den Kopf steigt und wenn Sie sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte am liebsten hinschmeißen, ich habe keine Kraft mehr. Ja, mit Recht kann man sagen, glaube, Jesus ist für dich gestorben und er ist für dich auferstanden, er hat alles für dich vollbracht. Aber ein kostbarer Teil des Evangeliums ist auch, und dieser Jesus, er steht jetzt als dein Hoherpriester und als dein Vermittler vor Gott dem Vater und setzt sich gerade jetzt in diesem Moment, da du kämpfst, da du zweifelst, versagst oder weinst, für dich ein. Das ist unfassbar, das ist unglaublich. Gott selbst, der Sohn, der Mensch wurde, der für unsere Sünden starb, der auferstand, der dann in den Himmel fuhr, um was zu tun? Um die Beine auszustrecken und sich auszuruhen? Nein, um noch weiter zu dienen, um jetzt für seine Erlösten alle Zeit vor Gott dem Vater zu stehen und zu sagen, ich bin ihr Stellvertreter, ich bin ihr Hoherpriester, ich bin ihr Vermittler, ich Vater, stehe zwischen dir und ihnen. Und wenn sie jetzt wieder sündigen und versagen, ich bin da, ich habe alles getragen. Und er betet sogar für uns, wie es irgendwo in der Bibel heißt. Er steht für uns ein vor dem Thron Gottes. Das ist Jesus, das ist Gott, das ist der Mensch, der Vollkommene, der Sohn Gottes. Und dies ist so sicher wie die Existenz von Sonne, Mond und Sternen. Der Hebräerbrief sagt es so, Vers 20 von Kapitel 7, Hebräer 7, Vers 20, dass Jesus mit einem Eid in seinem Priesteramt bestätigt wurde. Und Vers 21 sagt dann Folgendes, Hebräer 7, Vers 21. Als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, machte Gott ihm eine Zusage, die er mit einem Eid bekräftigte. Es heißt in der Schrift, der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein, und er wird seine Zusage nie zurücknehmen. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. Und die Verse 24 bis 25 sagen, Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ich frage Sie noch einmal, wo ist solch ein Gott, der freiwillig Mensch wurde, starb, auferstand und in den Himmel fuhr, um für alle Zeiten für seine Erlösten einzutreten? Das ist Jesus. Vielleicht drängt sich jetzt die Frage auf, eigentlich nicht, aber vielleicht doch, warum dabei überhaupt sein Tod notwendig war. Wir tun jetzt mal so, als ob wir von Tuten und Blasen keine Ahnung hätten. Fragt man sich, ja, ist wunderbar, dass er so ein sündloser und perfekter Stellvertreter ist. Wieso ist er aber dann gestorben? Auch darauf gibt der Hebräerbrief eine Antwort und damit kommen wir zum dritten Punkt. Ihr seid gekommen zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Hebräer 8, Vers 3 erklärt Folgendes. Hebräer 8, Vers 3. Jeder Hohepriester ist ja dazu eingesetzt, Gott Gaben und Opfer darzubringen. Das tut er ja, um sündige Menschen mit dem sündlosen Gott zu versöhnen. Das ist der Amt des Hohenpriesters. Vers 3 weiter. Daher muss auch der Hohepriester, von dem wir sprechen, also Jesus, etwas haben, was er Gott opfern kann. Wenn Jesus der perfekte Hohepriester und Mittler ist, dann muss er auch jemand sein, der Gott das perfekte Opfer darbringen kann. Die perfekte Gabe, die uns mit Gott versöhnt. Und was ist das? Ja, der Hebräerbrief erklärt es in Hebräer 7, Vers 27. Der Hebräerbrief erklärt, dass Jesus, unser Hohepriester, nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht hat. Nicht immer wieder, nur ein einziges Mal, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Damit, und das ist auch wieder das Unglaubliche am Evangelium
und an der Person des Herrn Jesus. Damit ist Jesus sowohl unser Mittler und hoher Priester, als auch das Opfer selbst. Er bringt sich selbst als hoher Priester vor Gott dem Vater für uns dar. Wo ist solch ein Gott? Der Tod Jesu war das Opfer, das er, Gottes Sohn, seinem Vater im Himmel für die Sünden der Menschen darbrachte. Und das war, wie Hebräer 9, Vers 14 sagt, ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Hebräer 9, Vers 14, weiter. Hebräer 9, Vers 14. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Warum können wir ihm dienen? Warum können wir ihm ein Leben geben, das ihm gefällt? Weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat, weil er uns vollkommen gereinigt hat, dass wenn wir hinfallen, wir wieder aufstehen können und sagen, Herr, vergib mir, ich möchte dir weiter nachfolgen und ich danke dir, dass du das vollkommene Opfer für mich schon vollbracht hast und dass ich nicht für meine Sünden leiden muss, sondern dass du für meine Sünden gelitten hast. Hebräer 2, Vers 10 sagt ja, dass Gott viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen will. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Mit anderen Worten, Gott will uns bei sich im Himmel haben, aber dafür mussten zuerst unsere Sünden gesühnt werden. Darum wurde Gottes Sohn Mensch. Tozer sagte einmal sinngemäß, ich kriege das Zitat nicht mehr genau hin, weil es nicht im Skript steht, er sagte einmal sinngemäß, oh, wenn wir doch erkennen würden, dass wir unter einem freundlichen Himmel leben und unter einem freundlichen Gott, der uns ja bei sich haben will, wie sehr würde das vielleicht unsere Aussicht und unsere Einstellung und auch die Art und Weise, wie wir leben, verändern. Dieser Gott hat alles getan, um die Menschen zu erlösen. Er wurde Mensch, er hat für sie gelitten, ist für sie gestorben und auferstanden und steht jetzt vor Gottes Thron im Himmel für sie ein, die an ihn glauben. Jesus hat dieses vollkommene Opfer gebracht, die das möglich macht. Er ist der Wegbereiter unserer Errettung. Und Vers 3 von Hebräer 1 sagt, dass sein Opfer uns reinigt von allen Sünden. Hebräer 10, Vers 10. Hebräer 10, Vers 10. Weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Und Vers 14. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das kann kein anderes Opfer der Weltgeschichte für sich beanspruchen. Stellen Sie sich das einmal vor und schauen Sie mal in Ihr eigenes Herz. Wenn ich in mein Herz gucke, dann wird mir schon Angst und Bange. Überlegen Sie sich mal, was Sie so diese Woche alles falsch gemacht haben. Oder nur schon gestern, das reicht schon. Was Sie alles falsch gedacht haben, falsch gesagt haben und falsch getan haben. Und das Wort, das die Bibel dafür verwendet, ist Sünde. Und das ist etwas, wo auf Gottes ewiger Zorn steht. Und nun erklärt uns der Hebräerbrief, Jesus, der menschgewordene Gottessohn, hat dafür schon das vollkommene Opfer gebracht und hat uns gereinigt von allen Sünden, allen, die wir noch tun werden und die wir schon getan haben, wenn wir an ihn glauben und an ihn festhalten. Ich frage noch einmal, wo ist solch ein Gott, so wie er? Und aus diesem Grund, weil Jesus das getan hat, weil er sich so weit erniedrigt hat, weil er alles für uns gegeben hat, sagt Hebräer 1, Vers 3, darum hat Jesus nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät.
Hebräer 2, Vers 9, er ist nun mit der Herrlichkeit und Ehre gekrönt, denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen den Weg zur Rettung offen steht. Hebräer 10, Vers 13, er hat sich nun für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Weil er so viel gegeben hat, ist er jetzt so viel erhabener geworden. Und in seinem Namen allein ist Heil. Und sein Name ist über alle anderen Namen gesetzt, im Himmel und auf der Erde. Und er ist Herr. Und er ist nicht nur Erlöser, er ist auch König und er wird wiederkommen. Ja, dieser Jesus, der sich einmal als Opfer dargebracht hat, wird kommen. Und wenn er wiederkommt und seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden, dann kommt er nicht mehr, um unsere Sünden zu sühnen, sondern, wie Hebräer 9, Vers 28 sagt, er kommt, um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Das Unglaubliche ist also nicht nur, dass uns alle unsere Sünden vergeben sind, sondern dass er auch noch kommt, um uns mit sich zu nehmen. Und dann dürfen wir für immer und ewig in seinem ewigen Reich, das kommen wird, mit ihm über eine neue Himmel und neue Erde regieren. Er kommt, um zu regieren und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Jesus, Schöpfer, Erhalter, Herr, König, Mensch, Retter, Hoherpriester, Mittler und Opfer zugleich. Kein Wunder, dass sein Blut noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Abel war der erste Mensch, der ein Gott wohlgefälliges Opfer darbrachte und deswegen getötet wurde. Er war ein gerechter Mensch, um es so zu sagen. Aber das Opfer Jesu war weitaus größer, weitaus vielsagender. Und so sind wir, wie es Hebräer 12, Vers 24 sagt, mit seinem Blut besprengt worden. Mit anderen Worten, sein Blut, das er für uns vergossen hat, es reinigt uns tatsächlich von allen Sünden. Noch einmal, es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen oder sich das vorzustellen, wie der ewige Gottessohn aus der Herrlichkeit kommt, wie er einen Leib bekommt, wie er Mensch wird, wie er ein Jude wird, aus dem Stamm Judas, ein Israelit, und wie er diesen Leib brechen lässt, wie er als Mensch leidet, wie er als Mensch Blut vergießt und wie er dann stirbt und wie das jetzt das Mittel unserer Erlösung geworden ist. Das ist einfach unglaublich, unfassbar. Das ist unser Herr. Ich fasse zusammen. Erstens, Jesus, zu dem wir gekommen ist sowohl Gott von der Ewigkeit her, Gottes Sohn, aber er ist auch Mensch geworden. Zweitens, deswegen ist er unser perfekter Hoherpriester und Vermittler vor Gott. Und drittens, sein Blut, das er ja durch sein Opfer dargebracht hat, reinigt uns von allen Sünden und das besiegelt den neuen Bund. Und das ist der neue Bund. Etwas noch nie dagewesen ist, was es vorher noch nie gegeben hat. Der Höhepunkt der göttlichen Offenbarung. Der menschgewordene, sündlose Gottessohn, der durch das Opfer seines eigenen Leibes auf ewig zwischen Gott und Menschen vermittelt und damit den Zugang freigemacht hat. Hebräer 10, Vers 19 bis 23 drückt es wie folgt aus. Hebräer 10, Vers 19 bis 23. Wir haben also jetzt, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohenpriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Das Haus Gottes, das sind alle, die an ihn glauben. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Wie ist es im Himmel vor der Auferstehung?
Es ist herrlich dort, weil Jesus, der König der Herrlichkeit, da ist und sich ohne Unterlass für seine Erlösten einsetzt, bis er zur Erde zurückkehrt und wir mit ihm durch die Auferstehung ein besseres Leben und ein unzerstörbares Reich erhalten. Kann man sehen in Hebräer 11, 35 oder 12, 28. Ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich geht, wo Sie geistlich stehen, wie Sie sich fühlen, was Sie denken, was Sie meinen, was Sie über den Glaubenskampf sich sagen oder was Sie über die kommende Woche denken, die jetzt auf Sie wartet. Wenn das alles Ihnen zu viel wird oder wenn Sie denken, ich kann nicht mehr weiter kämpfen, ich möchte aufgeben, ich möchte meine Flinte ins Korn werfen oder ich möchte das Handtuch werfen oder wie man das sagt, blicken Sie wieder neu auf Jesus, den Anfänger und Vollender auch Ihres Glaubens. Sie müssen nicht stark sein, er ist stark. Er gibt Ihnen, was Sie brauchen. Und das ewige Leben ist ja, wie Jesus selbst sagt, ihn zu kennen und den Vater zu kennen. Das ewige Leben ist nicht perfekt zu sein aus sich selbst heraus. Das ewige Leben ist nicht, sich noch mehr zusammenzureißen. Sollten wir zwar, aber das können wir nur, wenn wir an ihn glauben und ihn kennen und uns mit ihm befassen. Das ewige Leben ist, bei ihm zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, nach ihm zu trachten, mit ihm zu leben, zu ihm zu beten, in seinem Wort nach ihm zu forschen, nach ihm zu suchen. Wenn wir beten, wenn wir sein Wort lesen, da sollte es uns eigentlich nicht um uns gehen. Es sollte uns nicht darum gehen, dass, oh, hoffentlich lese ich jetzt wieder was Tolles für mich. Es sollte uns darum gehen, oh, hoffentlich lerne ich jetzt meinen Herrn noch besser kennen. Und wenn ich bete, dann heißt es nicht, ich habe wieder Probleme, ich muss dem Herrn was sagen, sondern ich möchte ihm noch mehr näher kommen. Natürlich, das ist ja das Wunderbare, wir dürfen ihm all unsere Probleme bringen, aber die Lösung all unserer Probleme und Sünden liegt in ihm selbst, in der Gemeinschaft mit ihm. Das ist der Himmel, bei ihm zu sein, mit ihm zu leben und wir sind einmal für alle Ewigkeit bei ihm. Und jetzt, in diesem Moment, jetzt wo wir da sitzen und ich weiß nicht, wie ich sagte, was in ihnen vorgeht, jetzt in diesem Moment steht er für alle von uns ein, die wir an ihn glauben und für alle anderen in der Welt, die an ihn glauben und geglaubt haben. Und er sorgt dafür, dass wir sicher bei ihm im Himmel ankommen. Vorausgesetzt, wir bleiben natürlich an ihm und harren im Glauben aus. Ich möchte jetzt schließen mit einem längeren Zitat. Ein Zitat, das mich sehr gestärkt hat, als ich es gehört habe. Es ist recht bekannt. Vielleicht vor allem Jüngere, die gerne in YouTube unterwegs sind, kennen es. Es ist bekannt geworden unter dem Titel That's My King. Ich werde es nicht auf Englisch vorlesen, auf Deutsch natürlich. Es ist in verschiedenen Versionen im Umlauf. Das ist die ich jetzt gefunden habe. Ist von einem afroamerikanischen Pastor. Ich werde es nicht so feurig hinkriegen wie er. Also Sie können mal danach suchen, sonst im Internet. That's My King von einem gewissen Dr. Lockridge, der ist jetzt auch beim Herrn. Und er hat die Frage, wer ist Jesus, wie folgt, beantwortet. Mein König wurde als König geboren. Die Bibel sagt, dass er ein 7-facher König ist. Er ist der König der Juden, das ist ein ethnischer König. Er ist der König Israels, das ist ein nationaler König. Er ist der König der Gerechtigkeit, er ist der König der Ewigkeit, er ist der König des Himmels, er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Ja, das ist mein König. Nun, ich frage mich, ob du ihn kennst. Kennst du ihn? Versuch nicht, mich zu täuschen. Kennst du meinen König? David sagte, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet das Werk seiner Hände. Mein König ist der Einzige, für den es kein Maß gibt, das seine grenzenlose Liebe messen könnte. Kein noch so weitreichendes Teleskop kann die Küstenlinien seiner Versorgungsufer in Sichtweite bringen. Es gibt keine Schranken, die ihn davon abhalten könnten, seinen Segen auszugießen.
Er ist dauerhaft stark, er ist vollkommen aufrichtig, er ist unaufhörlich treu, er ist allezeit gnädig, er ist unendlich mächtig, er ist unvoreingenommen barmherzig. Das ist mein König. Er ist Gottes Sohn, er ist der Retter der Sünder, er ist das Herzstück der Zivilisation, er ist einzigartig in sich selbst, er ist ehrlich, er ist unverwechselbar, er ist unvergleichlich, er ist ohnegleichen, er ist hoch erhaben. Er ist alles überragend, er ist die gewaltigste Idee der Literatur, er ist die höchste Persönlichkeit in der Philosophie, er ist das größte Problem in der höheren Bibelkritik, er ist die grundlegende Lehre der historischen Theologie, er ist die leibliche Notwendigkeit der geistlichen Religion. Das ist mein König, er ist das Wunder des Zeitalters, er ist die Steigerung all des Guten, womit du ihn bezeichnen magst. Er ist der Einzige, der all unsere Bedürfnisse gleichzeitig versorgen kann. Er gibt Kraft den Schwachen, er ist da für die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitleid und er rettet. Er ist der allmächtige Gott, der sein ganzes Volk leitet und bewahrt. Er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen, er vergibt Sündern, er entlastet Schuldner, er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Kraftlosen, er segnet die Jungen, er dient den Glücklosen, er achtet die Betagten, er belohnt die Tüchtigen, er schmückt die Demütigen. Das ist mein König. Kennst du ihn? Nun, mein König ist ein König der Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist das Tor der Erlösung. Er ist der Weg des Friedens. Er ist die Straße der Gerechtigkeit. Er ist die Bahn der Heiligkeit. Er ist die Pforte der Herrlichkeit. Er ist der Herr der Mächtigen. Er ist der Hauptmann der Eroberer. Er ist das Haupt der Helden. Er ist der Führer der Gesetzgeber. Er ist der Vorarbeiter der Überwinder. Er ist der Präsident der Präsidenten. Er ist der König der Könige. Er ist der Fürst der Fürsten und er ist der Herr der Herren. Das ist mein König. Sein Amt ist vielfältig, seine Zusage ist sicher, sein Licht ist beispiellos, seine Güte ist grenzenlos, sein Erbarmen ist ewig, seine Liebe ändert nie, sein Wort ist genug, seine Gnade genügt, seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn dir beschreiben, aber er ist unbeschreiblich. Das ist mein König. Er ist unbegreiflich, er ist unerschütterlich und er ist unwiderstehlich. Ich komme, um dir zu sagen, dass die Himmel der Himmel ihn nicht fassen können, geschweige denn, dass ein Mensch ihn erklären könnte. Du kriegst ihn nicht aus deinen Gedanken, du kannst ihn nicht loswerden, du kannst ihn nicht überleben und du kannst nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber wie sie herausfanden, sie konnten ihm nicht widerstehen. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Die Zeugen konnten ihre Aussagen nicht aufeinander abstimmen. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht handhaben. Und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König. Das ist er immer gewesen und das wird er immer sein. Ich spreche von der Tatsache, dass er keinen Vorgänger hatte und dass er keinen Nachfolger haben wird. Es gibt niemand vor ihm und es wird niemand nach ihm geben. Du kannst ihn nicht anklagen und er wird sicher nicht abdanken. Das ist mein König. Das ist mein König. Soweit dieser Pastor. Ja, das ist unser Herr und König. Wir können ihn nicht beschreiben. Er ist unglaublich. Das ist der Herr, der alle Zeit für uns einsteht, bis wir mal bei ihm sind. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, sondern ihn gesandt hast in diese Welt, um uns zu erlösen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich selbst erniedrigt hast, Herr, dass du Mensch geworden bist, dass du für uns gelitten hast, dass du für uns gestorben bist, Herr, und dass du auferstanden bist, dass du in den Himmel gefahren bist und dass du jetzt vor dem Thron für uns einstehst. Herr, ich danke dir, dass du unser ewiger hoher Priester und dass du unser Mittler bist, Herr, und dass wir in dir sein dürfen und dass du uns festhältst, Herr. Und ich bitte auch für einen jeden Einzelnen von uns, gib du uns Gnade, Herr, dass wir dich immer mehr erkennen, dass wir erkennen, worauf es ankommt, Herr, und ja, dass wir in der Nachfolge auch dadurch gestärkt werden dürfen, durch deine Person, Herr. Geh du mit uns mit in diese Woche, Herr, als unser Herr, als unser König, als unser Erlöser, Herr, und stärke du uns nach dem Reichtum deiner Gnade. Ich danke dir dafür. Dein Name sei gepriesen über allem und ja, dir gehört wirklich alle Ehre, Macht und Herrlichkeit. Amen. Amen.